Ich grüße alle im Namen von Jesus Christus. Wir haben heute einen Gast, René. Er ist Deutscher und lebt in Heidelberg. Er wird mit uns über Yoga und seine Welt sprechen. Hallo René und vielen Dank, dass Sie unser Gast hier sind. Manaona Pasteur. Viele von uns fragen sich, ob Yoga für Christen geeignet ist. Er hat 10 Jahre lang Yoga praktiziert und wird uns von seinen Erlebnissen erzählen. Die erste Frage: Was ist der Grund, warum Sie Yoga praktizieren? Ich habe mit Anfang 20 hatte ich eine Depression und Angststörungen und habe dann Yoga angefangen, um mich selber zu heilen. Waren Sie damals schon gläubig? Nein, noch nicht. Können Sie uns erzählen, wie haben Sie Yoga erlebt während dieser 10 Jahre? Ich habe angefangen mit einem Kurs und bin regelmäßig zu dem Kurs gegangen und habe dann zu Hause selber geübt, Yoga zu machen. Ja, und genau, ich habe dann jeden Tag eine halbe Stunde praktiziert und dann immer mehr praktiziert und habe halt gemerkt, dass meine Depression und meine Angst besser werden, also dass ich Glücksgefühle bekomme und dass es mir besser geht durch die Yoga-Praxis. Wie lange üben Sie jeden Tag und was sind die Rituale bei der Praxis von Yoga? Also am Anfang, wie gesagt, habe ich eine halbe Stunde geübt und dann bis zu 2 Stunden. Am Anfang habe ich ein Gebet gemacht, also ein Mantra, das ist ein Sanskrit-Satz, also wie ein Gebet zum Yoga-Gott, und danach habe ich die Übungen gemacht, die Yoga-Übungen. Kann man ganz normal Yoga praktizieren, ohne dass man in Verbindung mit diesen Göttern tritt? Also wenn man Yoga praktiziert, dann öffnet das die Tür zum Hinduismus und zu hinduistischen Göttern. Also es ist eigentlich ein Türöffner, diese Körperübungen sind ein Türöffner zu einer spirituellen Welt, die an den Hinduismus angebunden ist. Gibt es einen Unterschied zwischen Hinduismus und Buddhismus, da die Buddhisten auch Yoga praktizieren? Genau, also es gibt verschiedene Arten von Yoga. Also es gibt einen hinduistischen Yoga, aber auch einen buddhistischen Yoga. Also es sind nochmal verschiedene Wege, aber es gibt sowohl im Buddhismus als auch im Hinduismus Yoga. Sie sagten vorhin, dass man zuerst ein Gebet spricht, bevor man Yoga übt. Dann sitzt man still. Und was genau macht man da? Also wie gesagt, am Anfang, das Gebet ist eine Widmung, also es ist eine Art Hingabe an diesen anderen Gott. Also diese Yoga-Praxis tut man für einen Gott, einen hinduistischen. Und während der Yoga-Übung fühlt man sich halt anders, also mit Energie geladen und stark quasi, ja. Sind Sie dann absolut überzeugt, dass es im Yoga was Spirituelles gibt? Ja, auf jeden Fall. Also Yoga ist keine Entspannungsübung, die nur körperlich ist, sondern sie führt in eine spirituelle Welt und öffnet die Tür zu einer spirituellen Welt, die der Mensch aber nicht kontrollieren kann. Also er ist eigentlich in der Form verloren. Also es öffnet eine Tür, wo der Mensch nicht mehr weiter weiß dann. Als Sie mit Yoga angefangen haben, wie sind Sie auf dieses Thema Spiritualität gekommen? Oder wenn jemand betet, dann kommt ein Geist, der ihm alles offenbart? Oder gibt es jemand, der Ihnen alles erklärt und empfohlen hat, dieses zu lesen und dieses Gebet zu sprechen? Also erstmal durch den Kurs bin ich darauf gekommen, dass man auch Mantras sprechen kann, also durch Yoga-Lehrer. Aber durch die Yoga-Übungen öffnet es eine Spiritualität, wo man Bezug und Verbindung zu anderen Göttern bekommt. Und dann
informiert man sich halt darüber, was für Götter auch bestimmte Mantras haben. Also jeder Yoga-Gott hat ein bestimmtes Mantra oder ein bestimmtes Gebet. Welche Vorteile ziehen Sie aus der Praxis von Yoga? Also es hat mir immer ein kleines Stück geholfen, sage ich mal, dass meine Depression und meine Angst etwas besser geworden ist. Aber ich habe gemerkt, ich muss immer mehr praktizieren, also immer öfter Yoga machen, dass ich so in ein gutes Gefühl komme. Wann haben Sie gemerkt, dass Yoga dann doch nicht für Sie ist? Wo liegt das Problem? Ich habe das in meinem Umfeld gemerkt und bei mir selber. Ich habe dann den ganzen Tag darüber nachgedacht, wann kann ich wieder Yoga machen? Und wenn ich erschöpft bin, habe ich gesagt, ich brauche jetzt das Yoga, schon schaffe ich den Tag nicht. Also ich wurde richtig abhängig von Yoga. Gibt es noch andere Gründe, warum Sie mit Yoga aufhören? Ja, also ich habe, als ich Yoga gemacht habe, irgendwann eine Stimme gehört, die sagte, Sohn, hör auf, Yoga und Meditation zu machen, höre damit auf. Genau. Ja. Wie haben Sie sich davon befreit? Was ist geschehen? Also ich habe von meinem Herz den Namen Jesu gehört. Also von meinem Herz kam ganz stark der Name Jesu und hör auf mit Yoga und Meditation. Und ich habe eine Prophetin kennengelernt und sie hat zu mir gesagt, das ist die Stimme von Jesus, er sagt dir, hör auf mit Yoga, und das habe ich dann getan. Als Sie sich entschieden haben, mit Yoga aufzuhören, war es Ihnen leicht gefallen? Ich habe es öfter gehört, dass ich aufhören soll mit Yoga, und die Prophetin hat es dann bestätigt, und ich habe dann an einen Tag später nie wieder mit Yoga angefangen. Also Jesus hat die Verbindung zu dem Yoga und zu dieser Yoga-Praxis wie durchgeschnitten. Also er hat die Verbindung beendet quasi. Also es ist nicht durch mich selber geschehen, sondern Jesus hat das gemacht. Wenn man heutzutage Ihr Leben betrachtet, Sie sind ja total befreit. Spüren Sie die Freiheit und den Frieden in Ihrem Leben mit Christus? Ja, also das, was ich im Yoga gesucht habe und in Meditation, habe ich in Jesus Christus gefunden. Die Verbindung zu Gott, also die Beziehung zu Gott und die Leitung durch den Heiligen Geist. Also Jesus hat mich davon befreit und hat mich von der Depression und von den Abhängigkeiten von Yoga befreit. Ja. Und die Beziehung zu Gott, das war, was ich gesucht habe. Was wäre schließlich Ihre Antwort? Viele Leute schauen dieses Video an und fragen sich, ob Yoga gut für Christen ist oder nicht. Nein, weil Yoga ist etwas Hinduistisches bzw. etwas Buddhistisches und es führt von Christus weg. Also es führt nicht zu Jesus hin und es unterstützt auch nicht im Glauben, sondern es behindert und trennt von Gott. Christen sollten kein Yoga machen. Was würden Sie den Leuten sagen, die noch nicht richtig davon überzeugt sind? Was ist Ihre letzte Botschaft? Also ich würde jedem raten, der Entspannung sucht, einfach irgendwie Sport zu machen, spazieren zu gehen und so weiter, aber wirklich die Beziehung zu Jesus zu suchen, im Gebet auch und in der Bibel zu lesen. Und die Beziehung zu Jesus kann den Menschen wirklich heilen auch, ja, nachhaltig heilen, weil der Mensch ist auf Beziehung ausgelegt und er sucht die Liebe zu Gott. Und Jesus Christus zeigt die Wege, wie er dir helfen kann. Ja. Vielen Dank für Ihre Aussage und Ihren Austausch. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Ausdauer bis zum Ende. Danke für die Möglichkeit, die ich hatte, den Menschen auch so etwas zu sagen und auch damit zu helfen. Damit endet unsere Sendung. Ich glaube und hoffe, dass die Geschichte von René
unser Wissen und Horizont erweitert hat. Hierzu möchte ich uns Christen einladen, aufzupassen, da es Kirchen gibt, die Yoga innerhalb der Kirche praktizieren, was ganz verkehrt ist. Gottes Wort sagt uns im Römerbrief, und passt euch nicht dieser Zeit an. René hat auch schon gesagt, dass Yoga ein Türöffner zu anderen Göttern ist. In Jesus allein liegt die Lösung für uns, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Viel Glück und Gott allein gebührt die Ehre. Amen. Amen.